Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 11. Was ich in der Äpfeltonne gehört habe. Gott bewahre. Der Flint war Captain gse. Ich war Skimann gse. Trotz meinem Holzbein. Von der gleichen Breitseite, wo man das Bein weggerissen hat der alte Pew seine Luge verloren. Der Doktor, der mich amputiert hat, war ein grossartiger Arzt gse. Auf Hochschulen gse und alles, was man will. Latein, kübelweise. Und was nicht alles. Aber er ist gehängt worden. Wie ein Hund. Und an der Sonne trocknet wie der Rest. In Corso Castle. Es sind der Roberts und seine Leute gse, die dort baumelt sind. Und das ist davon gekommen, dass sie die Namen von ihrer Schiff geändert haben. Royal Fortune und so weiter. Nein, wie ein Schiff mal getauft ist, so lassen es weiter heissen. Das sage ich. So ist es mit der Cassandra gesehen, wo uns alle heil und gesund von Malabar heimgebracht hat, wo England den Vizekönig von Indien gefangen hat. So ist es mit dem alten Walross gesehen, ein Flint, sein altes Schiff. Da habe ich ganz schlieferig gesehen von rotem Blut und mit Gold beladen bis zum Sinken. Ah, hat eine andere Stimme gerufen, offenbar voll von Bewunderung. Ich habe den jüngsten Matrosen kennt, wo wir an Bord hatten. Ha, der ist doch der grossartigste Kerl von allen, der Flint. Ah, der Davies ist auch ein Mann gewesen, da will ich meinen, hat der Silver gesagt. Ich bin allerdings nie mit dem gefahren. Ich bin zuerst beim England und dann beim Flint gewesen. Und damit ist meine Geschichte aus. Und jetzt bin ich da auf meine eigene Rechnung, sozusagen. 900 Pfund habe ich auf die Kante gelegt, die habe ich unter dem England verdient. Und dann 2000, da war mein Anteil, wo ich beim Flint war. Das ist gar nicht so schlecht für einen Mann vor dem Mast. Und sie liegen alle sicher in der Bank. Dass man Geld verdient, tut noch nicht allein. Man muss dazu auch sparen zu wissen. Glaubt man da? Wo im England seine Leute jetzt sind, da weiss ich nicht. Wo im Flint seine Leute? Ja, die meisten von ihm sind hier an Bord und sind froh, dass sie ihr Futter haben. Jemand von ihnen hat vorne betteln. Der alte Pew, der seine Augen verloren hat, der hat 1200 Pfund in einem Jahr ausgegeben wie ein Lord im Parlament. Hätte sich was schämen. Wo er jetzt ist? Ja, tot ist er. Und unter dem Boden. Aber die letzten 2 Jahre vor seinem Tod, Gottverdammt, da hat der Mann gehungert. Er hat bettelt und gestohlen und die Kehle abgeschnitten. Und bei all dem hat er gehungert. Heieiei. Tja, viel Gutes kommt schlussendlich nicht dabei raus, hat der junge Matros gesagt. Für so Dummköpfe allerdings nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Nicht nur nicht viel, sondern gar nichts, hat der Silver gerufen. Aber jetzt, lass mal. Jung bist du ja sowieso. Aber du bist hell wie ein Treuenlicht. Das habe ich gesehen, als ich dich zum ersten Mal zu sehen bekommen habe. Und darum will ich zu dir reden, wie zu einem Mann. Man kann sich vorstellen, was ich dabei gefühlt habe, als ich den fürchterlichen alten Schurk zu einem anderen, genau die gleichen schmeichelhaften Worte gehört habe sagen, mit denen er mich angeredet hat. Ich glaube, wäre ich dazu imstande gewesen, ich hätte ihn auf der Stelle dort die Äpfeltonne getötet. Mittlerweile hat er weitergeredet, ohne eine Ahnung zu haben, dass ein Mensch ihm zuhört. Mit den Gentlemen vom Glück ist es so. Sie haben ein hartes Leben und riskieren den Strick. Aber sie essen und trinken wie Kampfhähne. Und wenn eine Kreuzfahrt zu Ende ist, ja, dann hat es Hunderte von Pfund Sterling in ihrer Tasche statt ein paar 100 Pfennig. Ja, das meiste geht drauf für Ruhm und ein lustiges Leben. Und dann gehen sie wieder zur See und haben nur das Hemd am Leib. Aber das ist nicht meine Art. Ich lege alles auf die Kante, ein bisschen daher und ein bisschen dorthin und ja nicht zu viel auf eine Stelle, damit es keinen Verdacht gibt. Ich habe meine 50 Jahre auf dem Buckel, verstehst du? Sobald ich von dieser Fahrt zurück bin, spiele ich den Feind nach und bleibe einer. Ist auch höchste Zeit, meinst du? Ja, aber ich habe die ganze Zeit gut gelebt. Habe mir niemals etwas entgehen lassen, was mein Herz begehrt hat.
und habe alle meine Lebtage sanft geschlafen und fein gegessen. Ausser, wenn ich auf See war. Und wie sie angefangen habe? Vor dem Mast, genau wie du. Ja, aber, hat der andere gesagt, alle anderen haben doch jetzt kein Geld mehr. Nicht wahr? Und wo ist dein Geld? Du darfst dich doch nachher zu Bristol nicht mehr sehen lassen. Pah, wo glaubst du wohl, wo mein Geld ist? Hat der Silva höhnisch gefragt. Zu Bristol bei Banken und an anderen Orten, hat sein Kamerad geantwortet. Dort ist es gesehen, hat der Koch gesagt. Dort ist es gesehen, wo wir den Anker gelichtet haben. Aber jetzt hat meine alte Tern das Ganze. Und das Fernrohr ist verkauft. Wirtschaft und Ausrüstung und Kundschaft. Und die alte Tern ist schon unterwegs und weiss, wo sie mich trifft. Ich würde dir sagen, wo das ist, weil ich dir traue. Aber es würde die anderen Kameraden eifersüchtig machen. Und du kannst dich auf deine Frau verlassen? Hat der andere gefragt. Glücksgentleman, hat der Koch geantwortet. Trauen einander für gewöhnlich wenig. Und da haben sie auch recht, verlass dich drauf. Aber ich habe so was Besonderes an mir, weisst? Wenn einer sonst auch nicht so ganz zuverlässig ist, ich meine, einer, der mich kennt, so wird er sich beim alten John zweimal überlegen. Da sind ein paar gesehen, die haben vor dem alten Pew Angst gehabt. Und ein paar andere haben vor dem Flint Angst gehabt. Aber der Flint selber hat Angst gehabt von mir. Hat Angst gehabt von mir und ist stolz auf mich. Da ist die schlimmste Bande auf der ganzen See gesehen, am Flint seine Leute. Der Teufel selber hat Angst gehabt, mit ihnen auf See zu gehen. Ja, ich sag dir, prallen ist es nicht meine Art. Und du siehst selber, was für ein netter Kamerad ich bin. Aber wo ich Skimann gesehen bin, da sind dem Flint seine alten Piraten wie ein Lämmer gesehen, das sag ich dir. Oh, du brauchst keine Angst zu haben auf dem Schiff, wo der alte John drauf ist. Ha, ich will dir etwas sagen, hat der Bub gerufen. Die Geschichte hat mir eigentlich ganz und gar nicht gefallen, bis ich das Gespräch mit dir hatte. Aber da ist jetzt meine Hand drauf. Und ein braver Bub bist du gesehen. Und gescheit bist du auch, hat der Silva geantwortet. Und sie haben sich so ernstlich die Hände geschüttelt, dass die ganze Äpfeltonne zittert hat. Und ein schönerer Kopf für einen Glücksgentleman haben meine Augen nie gesehen. Ich habe mittlerweile angefangen, ihre Ausdrücke zu verstehen. Unter einem Glücksgentleman haben sie offenbar nicht mehr, nicht weniger als einen gemeinen Pirat verstanden. Und die kleine Szene, die ich belauscht hatte, ist der letzte Akt der Verführung von einem der ehrlichen Matrosen gesehen. Vielleicht vom letzten Söttigen, der noch an Bord war. Aber in dieser Hinsicht hätte ich bald Gewissheit haben, denn der Silva hat einen leislichen Pfiff ausgestoßen. Und da ist ein Dritter hergekommen und ist zu den beiden angehockt. «Der Dick ist uns», hat der Silva gesagt. «Oh, ich hab gewusst, dass der Dick uns sein würde», hat die Stimme vom Schaluppenmeister Israel Hans geantwortet. «Der Dick ist ja kein Schafskopf.» Bei diesen Worten hat er seinen Tabaksaft rausgespeuzt. «Aber los mal», ist er fortgefahren. «Ich möchte da wissen, Barbecue. Wie lange soll da noch so weitergehen? Ich habe vom Captain Smollett jetzt bald mal genug. Er hat mich lang genug geschurigelt. Da mich nochmal. Ich will jetzt seine Kajüte haben. Ich will ihre eingemachten Sachen haben und ihren Wein und so weiter.» «Israel», hat der Silva gesagt, «dein Kopf ist nicht viel wert. Ist es nie gesehen. Aber du kannst doch hören, denke ich. Deine Ohren sind wenigstens gross genug dazu. Jetzt lass mal, was ich dir sage. Du schlafst weiterhin vorne bei uns und schaffst und redest vernünftig und bleibst nüchtern, bis ich das Losungswort gebe. Und darauf kannst du dich verlassen, mein Sohn.» «Jetzt, ich sage ja auch nicht, dass ich da nicht will, nicht wahr?» hat der Schaluppenmeister gemurrt. «Ich frage mich nur, wenn. Weiter frage ich nicht.» «Wenn?» «Gottverdammt», hat Silva gerufen. «Jetzt, wenn's unbedingt wissen willst, so will ich's dir sagen. Wenn's soll sehen. So spät, wenn ich's irgend machen kann. Da hast du deine Antwort auf die Frage. Wenn. Da ist ein Seemann erster Güte, der Captain Smollett, wo das verdammte Schiff für uns segelt. Da ist der Squire und der Doktor mit einer Karte und so weiter. Ich weiss auch nicht, wo der Kram liegt, nicht wahr? Du weisst es auch nicht?» «Ja, also. Ich meine, der Squire und der Doktor sollten das Zeug finden und Gottverdammt nochmal uns helfen, es an Bord zu bekommen. Und dann sehen wir's. Wenn ich euch alle sicher wüsste, ihr Söhne von doppelten Holländern,
so sollte Captain Smollett uns Schiff den Halbweg zurückbringen, bevor ich zuschlagen würde. Ja, wir sind doch lauter Seeleute hier an Bord, sollte ich meinen, hat der junge Dick gesagt. Wir sind alle Leute vor dem Mast, meinst du? Hat der Silverin angeschnauzt. Wir können den Kurs steuern, aber wer soll den Kurs angeben? Darüber kommen ihr Herren alle zu Fall, vom ersten bis zum letzten. Wenn es nach dem gehen, sollte Captain Smollett uns mindestens bis in den Passatwind zurückbringen. Dann hätten wir keine verdammte Rechnungsfehler und einen Löffel voll Wasser täglich. Aber ich kenne eure Sorten. Ich will mit ihnen auf der Insel Schluss machen, sobald der Plunder an Bord ist. Aber jammerschade ist es. Aber ihr seid ja nicht zufrieden, bis ihr besoffen sind. Hol mich den Geier, mir tut das Herz weh, mit solchen Leuten wie euch zu segeln. Mal langsam, Long John, hat der Israel gerufen. Wer hat denn etwas zu tun? Ja, wie viele grosse Schiffe meinen denn, habe ich gesehen entern? Und etwa, was für ein fixer Kerl habe ich in der Sonne am Galgen gesehen trocknen? Hat der Silver gerufen. Und alles wegen dem. Man schnell, man schnell, man schnell. Versteht ihr mich? Ich habe allerlei gesehen auf See, da will ich meinen. Wenn ihr nur den richtigen Kurs steuert und euch stramm vor dem Wind hebt, ihr könntet als feine Leute in Kutsche fahren. Jawohl. Aber da kommt euch ja gerne nicht in den Sinn. Ich kenne euch. Ihr wollt morgen euer Maul voll mit Rum haben und wenn's zum Galgen geht. Da weiss ja jeder, dass du so eine Art von Pater bist, John. Aber das sind andere, die ebenso gut wie du eine Sache deichseln können, hat der Israel gesagt. Sie sind gerne ein bisschen lustig gewesen. Ja, sie sind eben nicht so langweilig und so trocken, sondern wenn eben mal ihren Jux haben, als lustige Kerli. Einer wie der andere. So, hat der Silver gesagt. Ja, und wo sind sie jetzt? Der Pew ist einer von der Sorte gesehen und ist als Bettler gestorben. Der Flint ist auch einer gesehen und ist Savannah am Rum gestorben. Ha, sie sind famose Banden gesehen, gewiss, das sind sie gesehen. Nur, wo sind sie? Aber, hat der Dick gefragt, wenn wir sie jetzt auf den Rücken legen, was sollen wir denn eigentlich mit denen anfangen? Da ist der rechte Mann für mich, hat der Koch gerufen, scheinbar voller Bewunderung. Da nenne ich Geschäft. Ja, wie meinen ihr wohl? Sie an Land auszusetzen? So hätt's der England gemacht. Oder sie abzustechen wie Sauen? Da wäre ein Flint seine Art gewesen und ein Billy Bones seine. Der Billy ist der Mann dazu gewesen, hat der Israel gesagt. Tote Leute beißen nicht, hat er gesagt. Ja, jetzt ist er selber tot. Er weiss jetzt lange und das Breite davon. Und wenn jemals ein Wüstenkerl zum Hafen gekommen ist, so ist es der Billy gewesen. Da hast du recht, hat der Silver gesagt. Wüste ist er gesehen und fix. Aber jetzt lass mal zu. Ich bin ein netter Kerl. Ich bin ein richtiger Gentleman, sagst du. Aber damals ist es ernst. Pflicht ist Pflicht, Kameraden. Ich gebe meine Stimme ab. Tot. Wenn ich im Parlament bin und in meiner Kutsche fahre, dann will ich nicht, dass die Herren aus der Kajüte auf einmal ganz unerwartet heim können, wie der Teufel, wenn einer bettet. Abwarten, sage ich. Aber wenn die Zeit da ist, ja, dann marsch mit ihnen. John, hat der Schalupenmeister gerufen. Du bist ein Mann. Da wirst du sagen, Israel, wenn es so weit ist, hat der Silver gesagt. Für mich verlange ich nur eins. Ich verlange den Trelawney. Dem will ich seinen Kalbskopf vom Leib abtrennen. Mit denen meiner eigenen Hände. Dick, hat er plötzlich gerufen. Juck mal schnell auf, mein lieber Bub, und bring mir einen Äpfel. Mir ist die Kehle ganz trocken. Man kann sich vorstellen, welchen Schreck ich bekommen habe. Wenn ich Kraft hätte, wäre ich aus der Tonne gekumpelt und davon gelaufen. Aber wir haben alle Glieder versagt. Ebenso mein Mut. Ich habe gehört, wie der Dick aufgestanden ist. Dann hat ihn aber offenbar einer zurückgehalten und ich habe Israel seine Stimme gehört, wo ausgerufen hat. Oh, lass das doch. Was willst du mit dem faden Zeug, John? Lass uns einen guten Schluck Rum haben. Dick, hat der Silver gesagt, ich trau dir. Übrigens habe ich ein Zeichen gemacht. Da ist der Schlüssel. Du füllst ein Känteli und bringst es her. So fest ich auch Angst hatte, habe ich doch unwillkürlich bei mir denken, dass offenbar auf dem Weg der Stürmer Arrow den Brandwein bekommen hat, wo sein Tod geworden ist. Der Dick ist jetzt ein kleines Weilchen weg gewesen, und während seiner Abwesenheit
hat der Israel die ganze Zeit dem Koch etwas ins Ohr geflüstert. So konnte ich nur ein paar Worte aufschnappen. In der Zwischenzeit habe ich dadurch doch noch eine wichtige Nachricht bekommen, weil ich deutlich gehört, wie er gesagt hat, von den anderen will kein einziger mehr mit uns gehen. Es sind also noch einige treue Leute an Bord gewesen. Wo der Dick zurückgekommen ist, hat einer nach dem anderen von dem Trio das Känteli genommen und einen Trinkspruch ausgebracht. «Gut Glück», hat der eine gesagt. Der andere hat gesagt, «Da bringe ich einen alten Flint». Und der Silver selber hat eine Art von Vers gemacht. «Das auf uns selber und haltet euch steif einen Haufen voll Geld und was Gutes im Bauch». Gerade in dem Augenblick ist ein heller Schein in die Tonne gefallen und als ich aufgeblickt habe, habe ich gefunden, dass der Mond aufgegangen war und der Hauptmast versilbert hat. Und weiss auf dem Blocksegel geschonnen hat. Und fast im gleichen Augenblick hat der Mann am Ausguck gerufen: «Land!»